Salut, Bonjour, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Mischa Hofer und heute gibt es ein neues Video. Und zwar bin ich immer noch in Oslo, am Ziel von meiner Veloreise. Und jetzt muss ich irgendwie zurückkommen. Deshalb habe ich mich entschieden, ich gehe per Autostopp heim. Das habe ich selber noch nie gemacht, nicht grosse Ahnung von dem. Aber ich würde sagen, probiere es jetzt einfach mal aus. Also der erste Schritt, den ich machen muss, ist mein Velo und einen Teil von meinem Gepäck zurückchecken, damit ich nicht zu viel mit mir tragen muss. Gepäck weg. Jetzt muss ich meine erste Mitfahrgelegenheit finden. Oh, what do you think? I'm gonna do it to Switzerland with hitchhiking or not? You have to be brave, man. You have to be brave and ready. Ich bin an meiner ersten Tankstelle angekommen, aber hier ist es einfach mega verlassen und wie sich herausgestellt ist die Tankstelle nur für Trucks. Aber ich probiere jetzt gleich mal jemanden zu finden, der mich eventuell mitnehmen kann. I'm looking for someone to drive a bit, like hitchhiking. You don't understand? No. I'm on a break and I'm driving passengers I'm a replacement bus for train, so I'm not going anywhere. You think there will come more trucks? Well, it do pop up, but it's, you know, it's late in the afternoon and most of them are gone. Ja, wie man gehört hat, es ist Freitag oben und Freitag oben sind normalerweise nicht mehr so viele Trucks unterwegs. Mit dem ist der Platz hier ziemlich verlassen. Das heisst, ich muss jetzt 2 Kilometer weiterlaufen mit meinem Gepäck. So, neue Tankstelle, neues Glück. I tried to hitchhike to Switzerland. I wouldn't hesitate to take you, but we don't have any place. I just need to deliver some box to my friends and a lot of luggage. Oh! Yeah, I am, but we have a full car. You have a full car? Könnte eine lange Nacht werden. Because we have almost full. Yeah. I'm not going to Switzerland. Sorry? That was her husband. Oh, okay. Oh, yeah. Sorry. Yeah, Finally, after 2 hours of searching a car. So where are we going now? It's Tomter. Tomter. Yes. Okay. It's like around 50 kilometers from the border with the Sweden. So, und jetzt das Ganze wieder von vorne. Hi. I'm parking to the tomorrow. Sorry? I don't know. No? I don't know. I just wanted to ask if I can hitchhike. You know what hitchhiking is? no. Expected that, to be honest. First ride in a Tesla. Da haben wir leider ein bisschen verfahren, die falsche Autobahn gegangen und jetzt muss ich irgendwie wieder zurückkommen auf die Küstenroute. Und jetzt kann ich mit dem Tesla zurückkommen mit diesen 2 netten Damen. Ich habe noch mal Glück gehabt. Damn, man. Schwieriger als ich gedacht habe, das Hitchhiking, ehrlich gesagt. Und jetzt bin ich hier an der nächsten Tankstelle und jetzt sogar ein Camping mit grüner Fläche. Das heisst, genau hier wird jetzt mein Zelt hergeheitet. Und morgen schaue ich dann weiter und hoffe, dass ich morgen einiges mehr vorwärts komme. Der neue Tag hat erstmal gestartet mit einer eiskalten Dusche. Und zwar braucht man so eine Karte für warmes Duschen und die muss man an der Rezeption holen. Und wenn man vielleicht illegal hier geschlafen hat, ist es nicht so gescheit, an der Rezeption vorbeizugehen. Dann muss man einfach kalt duschen. Aber dafür bin ich jetzt voll wach und bereit, ein paar Leute anzuquatschen. Where you go or if you I'm living here, I'm local. Oslo? Oh, okay. Then I need to go to Switzerland. So. Also ich bin jetzt schon wieder über eine Stunde dran. Und es wird hier schon langsam richtig anstrengend, brennt in der Sonne. I don't go this European road down. Yes, gerade einen Platz gefunden. Jetzt geht es bis Halden. Das ist in der Nähe der schwedischen Grenze. Stand in a long queue there. They are having this testing, you know. Oh shit, yeah. So it's maybe better to just swim over. Just taking a swim over. Wouldn't that be a bit risky? Yeah, it's a dangerous current. Yeah.
ich habe bereits nach 10 Minuten jemanden gefunden. Also was ich jetzt schon herausgefunden habe, ist sicher immer Leute fragen, die allein sind. Weil die haben gerne jemanden, der mit einem fährt und mit ihnen labert, vor allem wenn sie lange Strecken fahren. Also das zieht sicher am meisten. Well, what's your name? Maybe it's Elias. Elias? Elias. Elias. So with Elias, really friendly of him. Und wir fahren jetzt nach Uddevalla. Das ist die nächste größere Stadt von Göteborg. Und ja, es ist wieder soweit, wieder an der Tankstelle, 4 Uhr am Nami. Wir probieren hier meinen 6. Autostopp zu machen. Mal schauen, wie es hier läuft. We have a fruit bar with children and everything, so I'm sorry. Oh yeah. Speak a bit of English? No, no. No English? Oh. Is that okay for you? I don't want to force you to something. It's just I asked this luggage there. It's one bag. Es geht Richtung Göteborg. Alle. Rainer nimmt mich mit. Er ist von Deutschland. Wir sind jetzt auf dem Weg von Göteborg, wo in Schweden liegt. Göttingen, das liegt ziemlich zentral in Deutschland. Und es geht ca. 7 Stunden. Wir haben 800 Kilometer vor uns. Das hier war unsere Hinfahrt. Benutzen Sie die Fähre. Was ist das denn? Nein, wir kehren jetzt um. Ich will die Fähre nicht mehr benutzen. Es ist jetzt nach dem 3 und wir sind hier auf der Fähre von Dänemark nach Fehmarn, also nach Deutschland. Wir haben jetzt 45 Minuten auf dieser Fähre. Ja, relativ müde eigentlich. Und dann noch ein bisschen pennen, hoffentlich. Es ist der nächste Morgen, somit Tag 3 von meinem Trip zurück in die Schweiz. Wir sind jetzt die ganze Nacht durchgefahren und ich habe ein paar Stunden geschlafen. Und ja, jetzt lasse ich mich dann hier demnächst der Tankstelle raus, in Göttingen, und dann schaue ich dann, wie ich weiterkomme. So, man sieht, die Schweiz ist das Ziel. Und ich würde sagen, testen wir das Ganze doch mal aus und schauen, ob das Teil hier funktioniert. So, mein Schild hat überraschenderweise sein Ziel erreicht. Ich habe eine Mitfahrgelegenheit gefunden, und zwar sogar bei 2 Schweizer, die mich netterweise mitnehmen und jetzt bis in die Schweiz fahren. Und das Witzige an dem Ganzen ist, dass der ausschlaggebende Punkt ist, dass ich auch mitfahren konnte, wie das Militär-Shirt ist. Ich bin in der Schweiz angekommen, aber mein Fazit ist einfach, Trampen ist heutzutage immer noch möglich. No Corona ist kein Hindernis. An dieser Stelle möchte ich euch auch noch darauf aufmerksam machen, dass das Jahresziel 1000 Abonnenten ist. Also falls ihr die Videos schaut und noch nicht abonniert habt, macht das noch unbedingt. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen. Und das war es mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.